Wir haben schon Mitte Februar mittlerweile. Das heisst, ich bin mal wieder super spannend mit den News. Aber es war ja nicht so viel los im Januar und im Dezember. Und dafür habe ich aber einen Gast das Mal, respektive ich bin dein Gast heute. Manuel. Genau. Herzlich willkommen mit Driving Interessiert. Du bist nicht nur bei den News dabei heute, sondern du bist auch selber ein YouTuber. Das ist korrekt, ja. Kannst du uns kurz schildern, was du so machst? Sehr gerne, ja. Also bei mir geht es primär darum, ich bin, wie ihr auch nachher unschwer werdet erkennen, ein bisschen Wankel-Fan. Das heisst, ich habe 3 Fahrzeuge, die einen Wankelmotor haben, natürlich noch einen Hubschraubermotor einfach als Daily. Und im Moment, das grösste Projekt, das bei mir am Laufen ist, ich habe einen Wankel Pickup aus den USA importiert, einen Mazda Repo, oder Rotary Engine Pickup, wo ich komplett saniert habe, komplett restauriere und ja, das dokumentiere ich auf YouTube. Einerseits die Leute, die Interesse daran haben, dass sie das ein bisschen mitverfolgen. Andererseits vielleicht in Zukunft kann der eine oder andere noch einen Nutzen daraus ziehen, indem er etwas lernt oder vielleicht einen Tipp bekommt, wie ich etwas gelöst habe, wo er jetzt nicht wüsste, wie er es lösen könnte. Und das ist eigentlich das, was ich im Moment darauf fokussiere. In Zukunft dann natürlich auch mehr, wenn ich mit den Autos unterwegs bin, ein bisschen filmen, wenn ich mit Leuten mich treffe, wenn die irgendein Projekt haben, wo ich helfen kann. Wird all das eigentlich ein bisschen auf meinem Kanal dokumentiert. Ihr habt es gehört, wir schauen uns gerade den Repo an, das Chassis quasi. Ganz genau. Schauen wir uns das an, dann machen wir News zusammen. Passt. Genau, das wäre jetzt der Repo. Jawohl, also da handelt es sich um einen 1975er Mazda Repo. Für die es nicht kennen, Repo steht für Rotary Engine Pickup. Das ist der einzige wankelbetriebene Pickup, der jemals gebaut worden ist. Ist nur von 74 bis 77 in Amerika gebaut worden. Das heisst, man findet in Europa nur eine Handvoll. Also ich weiss, in Norwegen gibt es 3, in Deutschland gibt es 3 und einen in Tschechien noch. Das weiss ich. Also es sind nicht sehr viele. Was wir jetzt hier sehen, ist eben rein das Chassis. Das haben wir komplett zerlegt. Wir haben das Chassis sandgestrahlt, schmutzverzinkt, mit Raptor versiegelt. Das heisst, das Chassis wird nicht wahrscheinlich überleben, rein vom Aufbau, den wir betrieben haben. Es ist alles, was am Fahrwerk dran ist eigentlich neu. Wir haben neue Federungen, neue Stossdämpfer, neue Lenkung, neue Bremsen. Es ist alles neu. Das Einzige, was jetzt eigentlich noch nicht neu ist, sind die Räder. Das sind die, mit denen ich das Auto importiert habe. Die werden so auch nicht draufbleiben, weil sie sind ein bisschen zu breit für die Schweizer Straßen. Ich kann dir da dann noch ein Bild schicken, bevor wir auseinandergenommen haben, wie das aussieht. Okay. Und natürlich der Motor. Also der Motor ist ein originaler 13D Sauger, hat kein Turbo oder ähnliches, hat einen Vergaser drauf, ist Bridgeported. Für die Ports bei einem Wankel nicht kennen, das sind im Prinzip Öffnungen in den Seitenscheiben rein, wo halt das Benzingemisch mit der Luft reinkommt. Und dort gibt es das Tuning bei einem Wankel, auf gut Deutsch gesagt. Gibt es eine Möglichkeit, dass man den einfach nur grösser macht. Das nennt man Streetport. Das heisst, mehr Luft, gleich mehr Bang, logisch. Und dann gibt es etwas, was eher in Richtung Rennstrecke orientiert ist, der Bridgeport. Das haben wir da. Da macht man im Prinzip eine zusätzliche Augenbraue neben der Öffnung. Okay. Die Augenbraue macht man nur, dass der Steg, den man in der Mitte noch hat, die Seite, von der Dichtliste, das Corner-Teil, also es ist ein ganz kleines Trügel, das es quasi abschließt, dass die überhaupt noch in Position gehalten wird, sonst wird das Ding einfach rausgehen. Okay. Und dann gibt es noch das ganz Extreme, der Peripheral Port. Das ist mehr oder weniger in die Atmosphäre. Und das ist dann das, was man in diesen ganzen YouTube-Videos, die man kennt, wo es dann wirklich nur noch so tönt. Das sind dann in der Regel Peripheral Ports, nur für die Rennstrecke geeignet, weil das Drehzahlband, also die Leistung nur mit einem höheren Drehzahlband kommt. Okay. Darum nicht zulassbar in der Schweiz. Ich will es mit dem Bridgeport probieren. Der einzige Vorteil in dem Sinn, warum ich denke, dass es machbar ist, sind die Abgaswerte. Weil wir haben in der Schweiz erst ab 76, also 1.1.76, Abgasvorschriften. Davor hat es keine Abgasvorschriften gegeben, lediglich Lautstärkevorschriften. Die sind, glaube ich, schon im 71 oder 72 gekommen, wenn ich mich nicht täusche. Das heisst, das wird eigentlich das sein, was entscheidend wird, ob man den Bridgeport eingetragen kriegt oder nicht. Aber ich will es auf jeden Fall probieren.
Und wie gesagt, das ist das Chassis, das ist eigentlich so weit fertig. Das Einzige, der Tank muss natürlich noch lackiert werden. Aber das machen wir dann, wenn wir vom Häuschen noch ein paar andere Sachen dazu haben. Das Häuschen selber steht im Moment beim Kollegen in der Garage, wird noch restauriert, hat Rost, definitiv. Dort haben wir jetzt einfach das Häuschen mal fast komplett allein, es sind noch ein paar Sachen, also die Heizung ist innen dran noch drin und die Schiene müssen wir rausnehmen. Und dann geht es daran, das Ganze entlacken, anfertigen von Reparaturblechen aus Stahl, einschweißen und dann lackieren, zusammenbauen. Also es ist noch relativ viel Arbeit für die es schon mal gemacht haben. Wie kommt man drauf, einen Wankel-Pickup zu restaurieren? Also die ganze Story ist relativ speziell. Wie ich ja schon gesagt habe, ich habe einen FD und ich habe einen FB. Wenn man auf dem Shirt anschaut, ich habe den ersten und den dritten. Der mittlere fehlt mir noch. Okay. Das ist der FC. Ich hatte an Weihnachten 19 die Idee gehabt, ich würde eigentlich noch gerne einen FC dazu kaufen, dass ich die ganze RX-7-Serie habe. Und da hat dann mein lieber Kollege, der Bürgi, ein Grüß an dieser Stelle, hat dann gemeint, ja nein, ich habe ja schon einen FC als Drifter, kauf du dir nicht den, kauf du dir einen Wankel-Pickup. Ja, ein Pickup wäre schon nicht schlecht, man hat Platz, man kann gut Zeugs umeinander schieben. Ja, das wäre eigentlich eine coole Idee. Dann haben wir auf Facebook ein bisschen Ausschau gehalten. Und er hat dann effektiv einen gefunden, der rein von der Substanz her gut angestanden ist. Er hat Sachen gehabt, das haben wir gewusst, aber rein vom Preis-Leistungs-Verhältnis absolut akzeptabel. Dann habe ich den Käufer angeschrieben, hin und her, organisiert alles und so bin ich eigentlich zu dem Auto gekommen. Bis es dann effektiv da war, ist es dann doch einmal ein gewisses Problem gewesen, weil Kamerad Covid hat natürlich mit reingeschissen. Der Plan wäre eigentlich gewesen, das Auto ist im März in Antwerpen am Hafen angekommen. Okay. Und die Idee wäre eben gewesen, dass wir dort rauffahren und das Auto holen. Aber der belgische Zoll, also Makler natürlich nicht davor gestanden, der belgische Zoll hat dann gesagt, ihr dürft da nicht einreisen, nur gewerblich. Das heisst, ich musste eine Firma organisieren, um das Auto in die Schweiz zu holen. Ich habe dann ein belgisches Umzugsunternehmen gefunden, also nicht ich, sondern ein Broker vom Hafen, der dann gesagt hat, sie müssen noch eine Firma in die Schweiz zügeln, sie hätten noch Platz auf dem grossen Lastwagen, sie würden das Auto gerade mitnehmen. Okay. Und so habe ich es dann relativ günstig zum Glück, das waren irgendwie noch 550 €, habe ich das Auto dann effektiv in Schlieren bei der Ace-Spedition abholen. Und so ist das Auto dann eigentlich in die Schweiz gekommen. Ja. Okay. Jetzt sagt der Kollege, hat einen Drifter schon. Ja. Soll das auch ein Drifter werden? Nein. Garantiert nicht, nein. Okay. Er wird definitiv quer gehen, aber das Auto, also ich habe sogar vor, das Ganze mit einer Oldtimer-Zulassung zu machen. Das heisst, er wird größtenteils Stock bleiben. Ja. Idee einfach, weil ich finde das Auto, weil es so selten ist, es sind irgendwie nur ein paar tausend Stück gebaut worden insgesamt, macht es einfach wert, dass man es eben nicht zu einem Drifter macht, sondern dass man es original lässt. Und ich persönlich finde einfach die Form und alles von diesem kleinen Pickup, er ist wirklich nicht gross. Ja. Ich finde das einfach nur geil und darum habe ich mich dazu entschieden, der wird mehr oder weniger original werden. Cool, freut mich sehr. Wie sieht es aus mit dem Zeitplan? Hast du dir auch etwas zurechtgelegt? Wann kommt er auf die Straße? Ja, also der Plan wäre eigentlich, wenn alles sehr gut läuft, dass wir ihn Anfangs nächstes Jahr zulassen können, also 2022. Realistisch gesehen wird es Frühling, Sommer nächstes Jahr. Aus dem einfachen Grund, wie gesagt, das Häuschen braucht viel Arbeit. Es hat einige Roststellen, die wir machen müssen. Und das wird nicht von heute auf morgen passieren, logischerweise. Das heisst, so im Groben, mein Plan wäre es wirklich, dass man bis in diesem Jahr, so bis in Frühling bis in Herbst rein, dass man das Häuschen so weit fertig bringt, dass man es wieder draufsetzen können. Einfach noch nicht lackiert, logischerweise. Und dann müssen wir an der Brücke, das ist primär eigentlich das Heckblech, also die Klappe, die man ja hat bei einem Pickup. Genau. Die müssen wir wahrscheinlich mehr oder weniger neu machen, weil wir finden keine. Und Blech dafür gibt es auch nicht. Das heisst, die werden wir wahrscheinlich auch noch von Grund auf müssen neu aufbauen. Und dann auch dort wieder entlacken, ein paar kleinere Roststellen noch machen, das ist nicht ganz so schlimm. Und dann eben wäre es Zeit, durch den Winter durch nächstes Jahr die Brücke fertig zu machen. Und dass wir es dann im Frühjahr lackieren können, dass wir es dann Import zeigen, keine Ahnung, halt die Grossabnahme.
Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass noch 1, 2 Sachen werden das Problem sein. Nicht, weil ich es weiss, dass es ein Problem wird, sondern weil ich das Gefühl habe, ja, spezielles Auto, je nachdem, wo du hingehst, schauen sie natürlich wieder ein bisschen andere Sachen an. Darum denke ich, es wird wahrscheinlich 1 oder 2 Anläufe brauchen, bis er dann zugelassen wird. Aber eben Ziel wäre dann Frühling 2022, dass das Auto auf der Straße ist mit Nummern und dass man dann auch entsprechend an Treffen kann fahren damit. Sehr gut. Wie hoch dreht er? Ich weiß es ehrlich nicht. Okay. Ich weiß es ehrlich nicht. Wir haben einen Laufen gehabt, der er gekommen ist. Wir haben irgendwie nur bis 7'500 Drähte gehabt. Einfach zum Schauen. Aber wie gesagt, wir wissen noch nicht so ganz den Zustand des Motors selber. Wir haben, wo wir das Öl abgelassen haben, Kühlwasser, Benzin drin gehabt. Okay. Die einen oder die meisten sagen mir, das liegt wahrscheinlich einfach vom Verschiffen. Weil Wankel, Kurzstrecke, respektive kalt an- und abstellen, mögen es gar nicht. Ja. Saufen es gerne ab. Und von dem her, ich gehe noch davon aus, dass es wirklich das Problem ist. Es kann aber auch sein, dass eine von den Dichtungen innen bei den Exzenterwellen, dass wir dort eine Nulldichtigkeit haben, was zur Folge wird haben, dass wir den Motor einmal zerlegen müssen. Was kein grosser Akt ist, ganz klar nicht, aber ja, erst dann wissen wir wirklich, wie der Zustand des Motors selber ist. Aber ich habe gesagt, wir werden jetzt zuerst mal das Auto mal so weit zusammenbringen, dass es wieder fähig ist zu laufen, dass wir dann mal schauen können, warm laufen lassen, kalt abstellen, schauen, ob er dann noch das Problem wieder hat. Und wenn nicht, dann ist gut, dann fahren wir ihn so, wie er ist. Und sonst verlegen wir dann halt den Motor auch noch. Wie gesagt, an und für sich, wenn man alle Teile hat, ist das wirklich kein grosser Akt. Das kann man am Wochenende bewerkstelligen. Mhm. Also? Ihr seht, wenn ihr nächstes Jahr, übernächstes Jahr einen höchststehenden Pickup seht auf der Alpenpass, ihr wisst, das ist der Manuel. Genau. Mein lieber Kollege der Manuel, sein Channel, der heisst noch Map 2K. Map 2K, ist auch unterwegs auf Instagram. Ja, Mapinski. Die wir nachher auch noch einblenden. Ist auch schwierig zu merken, dass das Ja, ich weiss, sorry. das Problem. Genau, schaut vorbei, wenn ihr Petrolheads sind, was ihr ja wahrscheinlich sind. Und ja, schaut euch an, wie ihr den Repo zusammenbaut. Sehr gerne, ja. Gut, der Repo ist ja nicht der einzige. Zum Glück nicht, nein. Genau, es stehen ja noch andere Autos da, die zufälligerweise dir gehören. So ist Das wäre zum Beispiel der FD, den du angesprochen hast. Genau. Was ist ein FD nochmal schnell? Also, Auto ist 1994er Mazda RX-7. Es hat 3 Generationen vom RX-7 gegeben. Das wäre einmal eben der SA, respektive der FB als Facelift. Der sieht eher so aus wie so ein alter Porsche 944. Werdet ihr in der Form nachher dann auch sehen. Dann ist eben der FC gekommen. Der ist Ende 80er Jahre gebaut worden bis 92. Und dann die 3. Generation, so ein bisschen als die ultimative Version vom RX-7 ist, wie gesagt, der FD. Das ist das Auto, das ihr hier seht. Kennen die meisten aus zum Beispiel Fast and the Furious. Oder Gran Turismo. Oder Gran Turismo, garantiert, jawohl. Ja, wie gesagt, das ist ein Schweizer Modell, ist Linkslenker, was es nicht allzu viel gibt. Die Linkslenker sind nur von 92 bis 96 gebaut worden. In Japan sind es dann natürlich noch bis 2002 weitergebaut worden. Allerdings wegen der Euro-Abgasvorschriften nicht mehr exportiert. Da haben wir, wie gesagt, einen 94er. Das Auto war Erstzulassung vom Mazda Schweiz Präsident. Der hat das als Dienstwagen für das erste Jahr gefahren. Okay. Ist dann relativ lang im Tessin bei Meheim. Ist dann über das Bündnerland vom Bellini. Der hat das Auto dann gehabt. Hat dann auch einen Unfall mit dem Auto gehabt, hinten rechts. Ist dann wieder zurück zum Händler in Saffenwil und ich habe ihn dann von dem gekauft vor 5 Jahren, etwa 5 Jahre her. Ja, technisch ist das Auto relativ stock, also unten durch, es ist der Originalmotor, originale Turbolader, ist eigentlich alles original. Einzig außenrum hat er ein Facelift, also Front, Spoiler hinten, sind beides 99 Spec-Teile, heisst Facelift-Teile, was es eben nur in Japan gegeben hat. Und ansonsten, ja, wie gesagt, relativ original. Ist nachlackiert worden in einem Lamborghini Aventador grau matt. Und ist halt ein recht spezielles Auto an Will Wankel. Das ist mal das eine. Dann das andere ist, es ist eigentlich eines der ersten in Serie produzierten Twin-Turbo oder sequenziellen Twin-Turbo aufgeladenen Fahrzeuge.
Das heisst, wenn man im Auto fährt, ab 2000 hat man den ersten Turbo, bei 4'500 fängt dann der zweite auch an mit zu spulen und dann geht die Post ab. Okay, in dem Fall vor dem Supra mit dem... Ja, also der Supra hat ja einfach einen Twin-Turbo. Ja. Und der hat eben einen sequentiellen Twin-Turbo, das heisst, der hat eine Klappe, die umschaltet, wo eigentlich einer nach dem anderen ist. Beim Supra hast du halt beide gleichzeitig. Ah, okay. Ja, das ist eigentlich der Unterschied. Okay. Und durch das, dass er eben sequenziell ist es ein riesiges Desaster in Sachen Unterhalt. Das heisst, im Motorraum sind gefühlt etwa 200 Schläuche. Und wenn eins davon ein Problem hat, dann läuft das Auto halt entweder gar nicht mehr oder einfach nur wieder einen Sack voll Nüsse. Ja. Das ist so ein bisschen die Achillesferse von diesem Auto. Okay, aber es sieht super aus. Und für Fans von Gran Turismo oder für Fans von diesen japanischen Autos, das ist eben, das Auto nennt man zusammen mit dem Toyota Supra, mit den Skylines, mit der NSX, absolut, also absolut. Eigentlich, ja, ein Hauptmitglied von der Szene. Absolut, ja. Wieso haben wir jetzt keine RX-7 mehr? Wieso gibt es keine neue RX-7 mehr? Warum? Schwer zu sagen. Also das eine ist sicher mal, es hat nicht allzu viel verkauft worden in Europa, weil das Auto, das neu rausgekommen ist, eben wir reden hier von 1993, 1994, hat das Auto, so wie es da steht, also es hat nicht grosse Optionen gegeben in der Schweiz, es war einfach Vollausstattung, hat irgendwie um die 85'000 Franken gekostet. Ja. Und jetzt könnt ihr euch selber vorstellen, 85'000 Franken für einen Mazda, wenn ihr fast das gleiche Geld irgendwie einen Einstiegs-Porsche oder einen hochmotorisierten BMW könnt kaufen. Ich glaube, die meisten würden eher zu etwas mit Premium greifen. Das ist mal das eine Problem sicher. Das andere, viele, die auf der Straße waren, sind mittlerweile einfach kaputt. Ja. Weil die Autos, sie sind nicht einfach zum Fahren, muss man sagen. Weil, wie gesagt, du hast ab 2000 Touren hast du einfach den Turbo, der reinschiesst. Wenn du es nicht gefasst bist, irgendwo auf dem Berg oben, ja, dann ist schnell mal ein Unfall passiert. Ja. Und ja, eben, weil es nicht viel gegeben hat, die paar, die es gegeben hat, die gibt es noch, aber eben, die sind auch selten auf der Straße. Also ich persönlich, der Bürgi hat einen Linkslenker in Montego Blue, der Adriano hat einen roten originalen Linksgelenk. Dann gibt es noch ein paar mehr, die Linksgelenke haben, die ich mal gesehen habe, aber nicht persönlich kenne. Und dann sind wir dann schon gleich am Ende. Also, wenn es noch 50 Stück in der Schweiz gibt, ist das viel. Ich denke, mit den Rechtslenker sind es vielleicht etwa um die 50. Rein Linkslenker, ich schätze mal, dass es zwischen 20 und 30 Stück noch gibt und mehr nicht. Ja, ich hebst dem gut Sorge. Es ist eine JDM-Legende, ja. Wankelmotor-Legende. Ja. Und ja, gibt es von beidem leider nicht mehr viel. Ist leider so, ja. Jetzt zu einem, der kein Mazda ist und kein Wankelmotor hat. Ja, mein Daily. Was steht da noch? Genau, also da haben wir noch einen 2017er Ford Focus RS in der MK3 oder Generation 3. Das Auto habe ich niegelnagelneu gekauft im 17. Wird jetzt also gerade 4-jährig. Das ist, wie gesagt, eigentlich mein Daily, wobei Daily relativ übertrieben gesagt ist, weil im Alltag, dank Covid, braucht man in dem Sinne kein Alltagsauto mehr. Wie gesagt, ich brauche es halt primär, wenn ich wirklich irgendwie mal unter dem Tag weg muss, wenn ich irgendwie gemütlich von A nach B fahren will, dann kommt für mich das Auto zum Einsatz. Es macht Spass, es ist nicht der längsamste, definitiv nicht, weil er eben auch noch handgeschaltet ist, was ich persönlich sehr cool finde. Gerade sagen wir, du hast ein gemütliches Auto wählen und dann hast du trotzdem einen Handschalter gehabt. Ja, das gehört bei mir so zur Möglichkeit. Richtig. Ich muss sagen, weißt du, Doppelkupplungsgetriebe und alles sind cool, definitiv, bin ich auch dafür. Allerdings, wenn ich eben sage, ich will das Auto einerseits zum gemütlich fahren, aber andererseits auch zum mal gerne ein bisschen Spass zu haben, gehört für mich einfach der Handschalter dazu. Klar, man wird keinen Rekord aufstellen auf einer Beschleunigungsstrecke im Vergleich zu einem Automatenfahrzeugen, wie eben die heutigen modernen sind. Aber wie gesagt, ich habe das Auto nicht gekauft, um an der Viertelmeile teilzunehmen. Handgeschaltet ist definitiv ein Nachteil dort. Und darum, ich lebe mit diesem Auto eigentlich nur meine Freude einfach im Alltag aus. Ein zügiges, handgeschaltetes Auto zu fahren. Richtig, genau. Du willst ja nicht nur Auto fahren, sondern du willst auch noch mit einem Smile aussteigen. Das ist genau der Punkt. Richtig. Coole Sammlung, genau, da ist ja der FB. Zeige ich euch nachher auch noch. Genau, gehen wir noch schnell schauen. Ja, merci mal für den Teil. Gehen wir schnell zum FB über. Machen wir das.
So, das ist auch ein RX-7. Korrekt. Das wäre der FB oder Vorführungslift SA. Jetzt in dem Fall ist es ein FB, ein Facelift. Er ist von 1984. Die sind bis 1985 gebaut worden. In dem Fall ist es ein bisschen spezieller. Es ist eine sogenannte Mark Surer Edition. Mark Surer, die meisten kennen ihn noch. Für die ihn nicht kennen, er war ein Formel-1-Fahrer in den frühen 70er und späten 60er Jahren, glaube ich. Seine Firma, also Mark Surer Styling, hat quasi eine Kollaboration mit Mazda gemacht. Sie haben, ich bin mir nicht sicher, ob es 73 oder 83 sind, von diesen FBs mit dem Bodykit von ihnen verkauft. Das ist wie gesagt einer von denen. Die genaue Nummer weiß ich nicht, habe ich noch nicht herausgefunden, aber es ist definitiv eine Mark Surer Edition. Jetzt in dem Fall, wie gesagt, das Auto ist im 1984 gebaut worden, ist über lange Zeit, irgendwie um die 20-25 Jahre, im Besitz vom Erstbesitzer gewesen. Der hat das Auto regelmäßig gefahren, hat 180'000 Kilometer vom Tag gekommen. Ja. Was er dann gesehen hat, also gemerkt hat, besser gesagt, die Leistung ist nicht mehr so ganz da gewesen, wo er das Auto dann eben zum Schluss gehabt hat. Er hat ihn in die Mazda-Garage gebracht, die haben es angeschaut und haben gesagt, ja, die Dichtlisten sind einfach abgenutzt, die müssen wir ersetzen. Der Besitzer hat sich dagegen entschieden, hat das nicht gemacht. Sie haben dann einfach das Öl abgelassen, das Auto weggestellt und ja, das Auto steht jetzt eigentlich mehr als das rennt. Seit eben 2011 oder 2012, bin ich mir ganz sicher. Ja, das Auto ist dann verkauft worden, jemanden, den ich nicht kenne, der das Auto wollte restaurieren oder einfach renovieren, also neu aufbauen. Hat das aber nie gemacht. Das Auto ist dann zu einem Kollegen im Besitz gekommen, zum Peter Häfliger, lieber Gruß an dieser Stelle. Er hat das Auto zu einem Whitebody umbauen. Wo er dann aber gesehen hat, dass das Chassis eigentlich in einem sehr, sehr guten Zustand ist, also wir haben jetzt nicht grossen Rost gefunden, hat er es dann einfach jetzt schade gefunden, um den zu verschnetzeln und entsprechend auf Breitbau umbauen. Darum hat er dann den Verkauf ausgeschrieben, den ich dann gekauft habe. Und er hat sich dann quasi einfach noch einen anderen gekauft, einen günstigeren, der auch schon ein bisschen Rost gehabt hat, den er dann eben entsprechend auch malträtieren und eben auf einen Breitbau umbauen. Ja, das Auto ist letztes Jahr Frühling zu mir gekommen. Was eben sicher nicht mehr gut ist, ist der Motor. Das heisst, den muss man überholen. Ist aber kein grosser Akt an und für sich. Was man sicher auch machen muss, ist Bremsen, Fahrwerk, weil das Auto so lange gestanden ist garantiert nicht mehr so ideal. Reifen, logisch. Ja, der Plan ist eigentlich, dass sobald mein Kollege seinen FC-Drifter-Motor umgebaut hat, dass wir den Motor da rausnehmen können. Wir werden einfach verhindern, dass wir gewisse Teile mischen oder per Zufall oder nicht halt, oder durchmischen. Darum haben wir gesagt, nein, wir machen jetzt zuerst den FC-Motor fertig. Ich habe ja noch zu tun mit dem Repo, also das ist nicht das Problem. Und sobald er dann eben entsprechenden Platz hat, würden wir den Motor dann da rausnehmen, den überholen. Dann würde das Auto zumindest schon mal wieder rollbar, fahrbar sein. Und dann im zweiten Schritt kann man dann eben Fahrwerk, Bremsen und so weiter unten alles machen. Und vermutlich werden wir dann auch neu lackieren. Aber er wird definitiv mehr oder weniger im Originalfarbton bleiben, weil ja, ein bisschen spezieller RX-7 definitiv nicht mehr, also es gibt noch viel an und für sich von diesen RX-7, aber eben nicht in der Surer Edition. Und ich wollte ihn definitiv dann auch als Oldtimer-Zulassung zulassen. Das heisst, er muss original oder grösstenteils original bleiben. Entsprechend ja, wäre das Auto dann eben etwas, wo man mal wirklich bei schönen Sonntagtagen könnte fahren, ein bisschen Bergen auf gemütlich fahren, jetzt nicht unbedingt gerade auf Krawall gebürstet. Und für das ist das Auto dann eigentlich perfekt. Ja, auf den freue ich mich sehr. Ist ja auch ein Auto, das man jetzt nicht aus dem Fast and Furious Film kennt, wo man so nicht, nicht sehr bekannt ist, und es ist definitiv eine Freude, den wieder auf der Straße zu sehen. Absolut. Er ist auch vergleichbar eben mit den ganzen Supras. Ich meine, jeder kennt den MK4 Supra, weil er in allen Filmen ist immer auf den Driftstrecken unterwegs, da sieht man überall. Das Gleiche geht eben für den FD, für die Analogie. Dann haben wir eben beim RX-7 den FC, wo auch die meisten ein bisschen kennen, aber schon ein bisschen weniger, sage ich jetzt mal. Das ist halt ein bisschen das Gleiche wie mit dem MK3 Supra. Auch die kennen viele. Ist eigentlich ein sehr gutes Auto, einfach weil er nicht ganz so die ründliche Form hat wie der MK4, nicht ganz so beliebt. Und dann haben wir halt eben noch die Vorgängergenerationen von der Supra, die eigentlich
ganz böse gesagt, niemand fragt danach. Richtig, ja. Ist schade, aber ist es halt einfach so. Und das Gleiche ein bisschen mit dem. Wobei eben, wenn man die Preise anschaut, ist es brutal. Also wenn man einen FD sucht, gerade bei uns in der Schweiz, im Moment findest du keinen. Und wenn mal einer ausgeschrieben wird, wenn du Glück hast, ist er unter 30, aber in der Regel nicht. Vor allem kein Linksgelenkter dann. Im FC, da hast du wirklich vor 4-5 Jahren, als ich meinen FD gekauft habe, hast du die noch für irgendwie 3'000-4'000 Franken bekommen. Für wirklich kein Geld. Heutzutage, wenn du einen findest in einem Comparis oder so, fangen sie irgendwie bei 10 bis zu 15 an und gehen dann auf bis etwa 20. Und das Gleiche bei denen. Ich habe den für 1500 Franken gekauft, also wirklich für kein Geld, wobei er nicht läuft, muss man auch sagen. Es hat irgendwie 2 oder 3 Stück im Moment gerade drauf auf Comparis, aber die fangen irgendwie bei 9,5 an. Aber sie sind dann halt gut im Zustand, haben eine Oldtimer-Zulassung, also die sind dann wirklich im tiptop Shape. Und dort wollte ich natürlich mit dem Auto auch wieder rankommen. Mhm. Viel Erfolg dabei, ich freue mich sicher, sehr. Cooles Auto, generell schöne Sammlung. Ja, danke. Ja, ich freue mich auf die Entwicklung von der und ja, wenn wir mit den News weitermachen. Machen wir das. Tipptopp, merci vielmals. Bitte, bitte.